Der Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Werfen wir doch einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit beehrt den Gipfel über Führung und Glück. Sigyum Bemba Tsering sagt vor der Anhörung der US Congressional Executive Commission über Tibet aus. UN-Mitgliedstaaten äußern Besorgnis über die Menschenrechtsverletzungen durch China in Tibet. Galeno Sintoma trifft Taiwans Außenminister, Gesetzgeber und Medien. Sydney hält eine Konferenz der tibetisch-buddhistischen Zentren in Australien ab. Neu-Delhi veranstaltet die erste Rabi Ray Gedächtnisvorlesung und Rabi Ray Preisverleihungszeremonie. Am Donnerstag letzter Woche leitete seine Heiligkeit der Dalai Lama einen zweitägigen Gipfel über Führung und Glück, der vom Zentrum für öffentliche Führung der Harvard University Kennedy School und seiner Residenz in Dharamsala stattfand. Das interaktive Gipfeltreffen wurde moderiert von Arthur Brooks, Professor der Harvard University, Professor für die Praxis der öffentlichen Führung, und Jeffrey Goldberg, Herausgeber und Chef des Online-Magazins The Atlantic. The most joyful opportunity that we could find, which paradoxically is to learn and grow from our suffering. Life has a lot of suffering. The first noble truth of Buddhism is that life is suffering or dissatisfaction. Only in embracing and accepting our suffering will we understand that it is sacred. And in so doing, we can connect ourselves to others, to find our meaning in life, to create a sense of contentment and to be less self-centered. Das Projekt Leadership and Happiness Laboratory wurde an der Harvard University Kennedy School Zentrum für öffentliche Führung, betreibt integrative Forschung und schafft pädagogische Ressourcen oder Werkzeuge für Führungskräfte in allen Bereichen, um die Wissenschaft des Glücks zu erlernen, sie in ihrem eigenen Leben anzuwenden und sie mit anderen zu teilen. Sigyum Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung sagte aus vor der Anhörung der US-Kongress-Exekutivkommission zu China zum Thema Bewahrung Tibets, Bekämpfung von kultureller Auslöschung, erzwungener Assimilierung und transnationale Unterdrückung am Dienstag dieser Woche. Zu den Zeugen der Anhörung am Dienstag gehören neben Sigyum Bemba Tsering auch Richard Gere, Vorsitzender der International Campaign for Tibet, Tadong Detong, Direktor des Tibet Action Institute, und Denzin Dorje, Senior-Forscher und Stratege am Tibet Action Institute. If PRC is not made to reverse, to change its current policies, Tibet and Tibetans will definitely die a slow death. 13 years have passed since the last Sino-Tibetan dialogue, although the U.S. routinely calls for the resumption of dialogue. In fact, it's by law of the land now that it has to be called for. The Tibet Policy Act of 2002 requires that. But after using countless strategies, resources, and unimaginable violence, Xi Jinping now believes the best way for China to conquer Tibet is to kill the Tibetan in the child. He's doing this by taking nearly all Tibetan children away from their families and from the people who will surely transmit this identity to them, not just their parents, but their spiritual leaders and their teachers. And he's handing them over to agents of the Chinese state to raise them to speak a new language, practice a new culture and religion, that of the Chinese Communist Party. One strategy that Beijing employs with devastating effectiveness is the relationship mapping that links individuals in the diaspora to their families in Tibet. This mapping of family connections allows Chinese authorities to use the fate of relatives back home in Tibet as a pawn to blackmail exiled Tibetans into silence. Die Zeugenaussagen der 4 Zeugen betonten im Wesentlichen die neuen und sich verschlimmernden Herausforderungen, mit denen die Tibeter in Tibet konfrontiert sind, da Peking neue verschärfte repressive Maßnahmen durchführt. Die von dem Vorsitzenden Smith und dem Vorsitzenden Merkley geleitete Kommission untersuchte die beispiellose sprachliche, religiöse und menschenrechtliche Unterdrückung in Tibet und die grenzüberschreitende Unterdrückung der Tibeter im Ausland.
Bei der Anhörung hielt der US-Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten, Uzra Zeya, eine Videobotschaft, in der er seine Besorgnis über die anhaltende Unterdrückung innerhalb Tibets durch die Kommunistische Partei Chinas, wie zum Beispiel die Durchsetzung des Internatsystems in Kolonialstil und die unfreiwillige Massen-DNA-Sammlungskampagnen, die die einzigartige tibetische Identität gefährden. Nachdem die Kommission die Details der Zeugenaussagen untersucht hat, wird sie diplomatische und politische Optionen für die Vereinigten Staaten und andere gleichgesinnte Länder aufzeigen, um das tibetische Kulturerbe zu bewahren, sowie Maßnahmen zur Abwehr von Drohungen und Einschüchterungen gegen Tibeter in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt. Die UN-Mitgliedstaaten äußerten ihre Besorgnis über systematische Menschenrechtsverletzungen durch China auch in Tibet auf der 52. Tagung des UN-Menschenrechtsrates, die derzeit in Genf, der Schweiz, stattfindet. Unter Hinweis auf die ernste Menschenrechtslage in China und den von ihm kontrollierten Regionen wie Tibet betonten die Vertreter aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Island, Japan, Litauen, die Tschechische Republik, Österreich, die Europäische Union, Norwegen, der Schweiz, Schweden, dem Vereinigten Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika bedauerten die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen durch China. Die Mitgliedstaaten forderten China auf, seine Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsnormen einzuhalten. Die Vertreter äußerten ihre tiefe Besorgnis über die Aushöhlung der Rechte im Bereich Bildung, religiöser, kultureller und sprachlicher Rechte und Freiheiten in Tibet mit Fragen zum Internatszwang und DNA-Probeentnahmen in Tibet und forderten die Freilassung aller willkürlich inhaftierten Menschenrechtsverteidigern, insbesondere in Tibet. In seinem ersten mündlichen Bericht über die Aktivitäten des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte kündigte der Hochkommissar Volker Turk an, dass das Büro in Bezug auf China Kommunikationskanäle mit einer Reihe von Akteuren eröffnet, um Menschenrechtsfragen weiter zu verfolgen, darunter Schutz von Tibetern, Uiguren und anderen Gruppen. Die 52. Sitzung des UNHRC, die am 27. Februar begann, wird am 4. April 2023 beendet sein. Die Delegation der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA unter der Leitung von Galön Nosintoma ist am Montag dieser Woche in Taiwan. Galön wurde bei ihrem einwöchigen Besuch, um die Beziehungen zu Taiwan zu stärken und die zukünftige Zusammenarbeit mit der taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet zu erörtern und sich mit Vertretern von Tibet-Unterstützungsgruppen und Gruppen der Zivilgesellschaft zu treffen, von DIR-Sekretär Ganma Chüying begleitet worden. Das Büro von Tibet in Taiwan unter der Leitung des Vertreters Bauer Gesang Yetse empfing die DIR-Delegation und nahm an einem Abendessen der taiwanesischen parlamentarischen Delegationsgruppe für Tibet teil, die von prominenten politischen Persönlichkeiten, die überzeugte Tibet-Unterstützer sind, wie der Minister des Rates für Hakka-Angelegenheiten, Generalsekretär des Präsidenten, Mitglieder des Kontrollgremiums Yuan Taiwan ROC und der ehemalige MP Ji Ruchen. Am Dienstag dieser Woche traf Galön Nosintoma mit Sekretär Ganma Chüying mit dem taiwanesischen Außenminister Joshie Joseph Wu. Galön unterrichtete den Außenminister über die anhaltende Politik der KP China zur Auslöschung der tibetischen Religion, Kultur, Sprache und Identität. Außerdem informierte sie über die globale Situation und wie Taiwan und Tibet als Ziele der Aggression und Einschüchterung der Kommunistischen Partei Chinas sich der Herausforderung Chinas stellen müssen. Während des Gesprächs sprach Galön die Visaprobleme der tibetisch-buddhistischen Mönche und Tibeter, die in Taiwan studieren, an und bat um die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Ministeriums in dieser Angelegenheit. Galön und der Minister statteten auch Yu Si-kun, Präsident der Legislative, Freddie Lim, Vorsitzender der taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet, den Abgeordneten Sun Han-hung und Wang Ting-yu, Präsident der Nationalen Menschenrechtskommission von Taiwan, am Mittwoch dieser Woche einen Höflichkeitsbesuch ab. Während des einstündigen Treffens veranstaltete das Büro des Präsidenten des Legislativ Yuan eine Pressekonferenz, auf der Galön Nosintoma offiziell begrüßt wurde. In ihrer Rede vor den versammelten taiwanesischen Medienvertretern drückte Galön Nosintoma ihre Anerkennung für das vorbildliche Image Taiwans als freies, demokratisches Land, dessen Bürger für ihre Freundlichkeit bekannt sind, aus und sagte, sie sei erfreut, dass Taiwan das Land ihres ersten offiziellen Besuchs bei den asiatischen Nachbarn sei.
Galön wies auf die kritische und sich verschlechternde Situation in Tibet hin, die die Tibeter in Tibet aus allen Gesellschaftsschichten zur Selbstverbrennung treibt, um Protest gegen die repressive Politik der chinesischen Regierung zu betreiben, die darauf abzielt, die tibetische Sprache, Identität und Kultur auszulöschen. Der derzeitige Stillstand des tibetisch-chinesischen Dialogs ist darauf zurückzuführen, dass China nicht bereit ist, den Dialog wieder aufzunehmen. Galön bekräftigte außerdem das feste Engagement der CTA für eine Lösung des Konflikts durch friedliche Verhandlungen auf der Grundlage des Ansatzes des mittleren Weges. Rund 100 Vertreter, Lehrer und Praktizierende aus verschiedenen tibetisch-buddhistischen Zentren in Australien nahmen an der Konferenz der tibetisch-buddhistischen Zentren teil, die am 26. März im Aerial Function Center Universität für Technologie Sydney stattfand. Die Konferenz, die erste ihrer Art in Australien, wurde organisiert vom Tibet Information Office Canberra mit dem Ziel, tibetisch-buddhistische Zentren, Lehrer und Praktizierende in Australien zusammenzubringen, um die universellen Lehren des tibetischen Buddhismus und seine Heiligkeit des Dalai Lama und ihre Bedeutung für die heutige Welt zu diskutieren und eine Gelegenheit zu geben, von den Erfahrungen der anderen zu lernen und sich auszutauschen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sandte zu diesem Anlass eine Botschaft, in der er seine Wertschätzung für die Ausrichtung einer solchen Konferenz ausdrückte und appellierte an die ernsthaften Bemühungen, um eine wirklich friedliche Welt ohne Waffen und gewaltsamen Konflikten zu schaffen. Sikyum Bemba Tsering übermittelte seine Grüße an die Konferenz per Videobotschaft, in der er die Bedeutung der 4 Hauptverpflichtungen und die Idee des sozialen, emotionalen und ethischen Lernens, SEE-Lernens, seine Heiligkeit des Dalai Lama hervorhob und vorschlug, dass tibetisch-buddhistische Zentren in Australien eine Initiative zur Einführung des SEE-Lernens in australischen Lehrplänen in australischen Schulen ergreifen könnten, indem sie sich an die lokalen Verwaltungen wandten. Das Mitglied des tibetischen Exilparlaments für Australasien, Dingzipin Sodring, und die australische Senatorin Jeanette Rice übermittelten ihre Grüße per Videobotschaft. Auf der Konferenz wies der Abgeordnete Ganma Singhi auf die Risiken für die Zukunft des tibetischen Buddhismus in Tibet, da die atheistische chinesische Regierung ihre Kontrolle über den tibetischen Buddhismus ausbauen will. Der Hauptgast der Eröffnungszeremonie, Gawain Paul Davis, Vorsitzender der Federation of Australian Buddhist Councils und des Buddhist Council of NSW, zeigte sich besorgt über den Mangel an Freiheit in Tibet, insbesondere Religionsfreiheit. Geshe Lobsang Kokha, residierende Lama des Dara Instituts, und Gyaltsum Dongdu, ein ehemaliges Mitglied des tibetischen Parlaments im Exil, waren weitere besondere Gäste bei diesem Anlass. India-Tibet Friendship Society ITFS in Zusammenarbeit mit der Lohir Academy Bhubaneswar, Odisha organisierte die erste Rabi Ray Memorial Lecture und Rabi Ray Award Ceremony in Neu-Delhi am Sonntag letzter Woche. Shri Prafulla Samant Ray, Treuhänder der Lohir Academy Bhubaneswar, der auch ein bekannter Umweltschützer und ein führendes Mitglied des ITFS ist, leitete die Rabi Ray Gedächtnisvorlesung. Dr. Anand Kumar, Präsident der India-Tibet Friendship Society, hielt die Einleitung, die Perspektive und den Kontext des Vortrags und hob die Bedeutung von Rabi Rays Leben und seinen Beiträgen sowie seiner Rolle in der tibetischen Freiheitsbewegung hervor. Hauptredner der Veranstaltung war Professor Srikant Kondapalli, Dekan der School of International Studies der JNU, der über die Bedeutung von Tibet in den Beziehungen zwischen Indien und China sprach. Er berichtete über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Tibet-Problematik und Indiens Ansatz in Bezug auf Tibet. Dr. Madhuri Sondi, langjährige Tibet-Unterstützerin und Ehefrau des verstorbenen Dr. ML Sondi, ebenfalls ein leidenschaftlicher Tibet-Unterstützer, wurde der Rabi Ray Award für den Beitrag, den sie und ihr verstorbener Mann für die tibetische Sache geleistet haben, überreicht. Der tibetische Vertreter des India-Tibet Coordination Office Neu-Delhi und der tibetische Siedlung Samye Ling, Majnugatila, waren ebenfalls anwesend. Rabi Ray war ein leidenschaftlicher Tibet-Unterstützer und ein prominenter indischer Politiker. Er war von 1997 bis zu seinem Tod im Jahre 2017 der Präsident der India-Tibet Friendship Society. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.